Hallo zusammen, das ist Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, alles in Ordnung. Hier ganz kurz ein Unboxing. Seht ihr ja. So, The Stick of Truth von South Park. Stab der Wahrheit heisst es auf Deutsch. Ich habe hier die Grand Wizard Edition. Wir suchen hier. Und dann machen wir das Ding doch gerade mal auf. Ist simpel gemacht. Das Karton zum Aufklappen. Vielleicht noch schnell sorry auf der Seite noch. Schön die anderen Helden von unserer South Park Welt. Und dann eben, wenn man es aufmacht, haben wir hier das Game drin. Schnell rauskrebeln. So, ganz regulär. Dann tun wir das schnell weg. Ja, drinnen hat es noch einen Code, damit man, ich glaube, das sind die 4. Wo sieht man es am besten? Hier vielleicht. Nein, ich glaube es nicht. Es sind auf jeden Fall noch 4 spezielle Klassen oder irgend so etwas, wo man bekommt. Was dann weiterhin noch drinnen ist. Und das ist ganz geil. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Ist hier eigentlich so eine Weltkarte vom Game. Und die ist irgendwie vom Card Machines designt oder so. I don't know. Ist auf jeden Fall noch herzig gemacht. Sieht halt wirklich aus wie eine Kinderzeichnung. Ich nehme an, es hat schon eine Relevanz zum Spielen, aber das wird sich dann herausstellen. Cool gemacht, wirklich. Genau. Unten links habe ich ein Bild eingeblendet. Sorry, hier die 4 Fellowship Pack. Das gibt es noch per Code dazu. Also dann jetzt hier der Stab der Wahrheit oder der Weisheit. Nein, der Wahrheit ist so, genau. Sieht ein bisschen aus wie ein Schissgagel, der eingetrocknet ist. Und dann die Figur hier drinnen. Ich muss immer schauen, die richtige Richtung. Genau, oben links sieht man ihn wieder. Kann man hier relativ gut rausziehen. Ich habe das Ganze schon mal aufgemacht, weil ich zuerst nicht sicher war, ob ich Zeit habe, für ein Video zu machen. Und darum habe ich eigentlich gedacht, geht das ein bisschen ringer. So wird man aber immer wieder eines Besseren belernt. So, mal schauen, es geht. Wow. Fast alles verrissen. Ich stelle das schnell auf die Seite. Und jetzt seht ihr hier schon der Zauberer Cartman. Das auch schnell auf die Seite. Schnell schauen, dass man ihn hier ein bisschen besser im Bild hat. Ja genau, oben ist der Stern drauf. Ihr seht es jetzt hier so ein bisschen aus allen Perspektiven. Und ja, also die Figur ist noch cool gemacht. Sie hat ein gutes Gewicht auch. Da unten ist noch irgendetwas drauf getätschelt. Man kann den Kopf so ein bisschen bewegen. Man kann die Ärmel so ein bisschen auf und runter bewegen. Der Cartman halt, ja, und dann hier den Schissgagel in den Arm reinschieben. Und dann ist er hier der richtige Crazy Wizard, wo man sich ins Regal stellen kann. Ihr kennt es ja, wie es läuft. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Das Game habe ich noch nicht ausprobieren. Ich hoffe, dass ich heute noch dazu komme. Und ja.